Habidere und Servus und grüßt euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum besten bayerischen Podcast, den es geben tut auf Erde. Wir sind Viva la Movilusion, ich bin der Kani, ich bin Viva la Movilusion und mit dabei ist der Corby, der meint auch, dass er Viva la Movilusion ist. Soll er meinen, wenn er mich, oder Corby? Ja, super, danke. So nett bin ich noch nie von dir anmoderiert worden. Ich weiß. Und ich bin immer besonders nett, wenn Gäste dabei sind. Da muss ich nicht mehr von meiner besten Seite zeigen. Wir haben nämlich heute einen Nikolas und den Lukas dabei vom Shivers Filmfestival in Konstanz, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Und werden euch heute mal ein ganz anderes Festival vorstellen. Ja gut, so ganz anders ist es nicht, aber es ist anders als das Hardline oder das Fright Nights, das ist ja sonst für uns Herz, oder das Weird Weekender. Einfach anders als alles andere. Hi, Nikolas und Lukas, schön, dass ihr da seid. Ja, hi. Hi, schön da zu sein. Ja, vielleicht stellt euch einfach mal kurz selber vor, wer ist, damit man euch anhand der Stimmen unterscheiden kann und mal kurz zu euch als Person, wie ihr überhaupt dazu kommt, dass ihr ein Filmfestival aufzieht, weil das ist ja meistens ehrenamtlich und nicht unbedingt stressfrei. Also warum tut man sich das an? Ja, ich fange einfach mal an. Also ich bin Lukas, hi. Ich bin jetzt seit 2015 dabei beim Shivers, also habe den Bums mitgegründet. Mhm. Also wir machen das hier im Zebra-Kino, das ist so ein ehrenamtlicher Verein, der Kino macht. Wir hatten so eine monatliche Reihe, die Moonlight Madness, die gibt's auch immer noch. Da haben wir Einfach- oder Double-Feature-Genrefilme gezeigt. Mhm. Und dann haben wir irgendwann so eine Filmreihe gemacht, wo es auch primär um Genrefilm ging. Und daraus ist es dann entstanden, dass wir gemerkt haben, wir haben alle Bock, das kommt gut an. Wir haben Bock auf Genrefilm, dem mehr Bühne zu geben. Lass doch mal versuchen, ein Festival zu gründen. Und das geht halt hier im Zebra ganz gut. Da sind die Hürden relativ niedrig. Man kann sich einfach mal ausprobieren. Wir hatten natürlich auch so gut wie kein Budget, aber ja, seit 2015 machen wir das mehr oder weniger regelmäßig jetzt. Ah, okay. Mehr oder weniger? Es gab doch sogar mal ein Jahr, da war es wirklich mehr, oder? Da habt ihr sogar zweimal irgendwie das Schiffers gemacht. Ja, also wir hatten Corona-Pause. Mhm. Haben wir den Rocket Beans mal eine Online-Ausgabe gemacht. Und eine Zeit lang haben wir dann so eine Art zweites Festival um Fasching rum gemacht. Mhm. Also so Filme statt Fastnet. Wir waren alle ziemliche Fastnachtsmuffel und haben uns dann immer privat im Kino hier eingesperrt. Am Schmutzigen ist das hier, dreht hier alles durch in Konstanz. Haben wir uns immer hier eingeschlossen und einfach Filme geguckt und haben wir gedacht, es wäre eigentlich ja cool, wenn wir das einfach übertragen würden aus Shivers. Mhm. Dann haben wir im Prinzip die Sachen, die wir dann beim Festival nicht untergekriegt haben, haben wir dann auf den Februar gelegt und da dann einfach einen Tag lang Filme durchgeballert. Ja, cool. Das habt ihr praktisch dann, nachdem es hieß am Anfang kein Budget, habt ihr mittlerweile dann so viel Budget gehabt, dass ihr sogar 2 Festivals gemacht habt. Budgetmäßig war es trotzdem schwierig, aber wir hatten dann halt schon die Connections zu den Leuten und das Glück auch und Verhandlungsgeschick vielleicht auch, dass man die Sachen relativ günstig bekommen hat. Werdet ihr dann auch als Festival gefördert? Aktuell nicht. Genau, wir werden nicht direkt als Festival gefördert. Der Verein Zebra Kino bekommt eine Förderung von der Stadt Konstanz und vom Land Baden-Württemberg. Und so ein Festivalteam wie wir ist dann aber quasi nochmal eine eigene Sache. Das machen wir dann einfach als Subteam ohne weitere Förderung. Da ist dann eher so, dass wir selber uns um irgendwie Sponsoring kümmern. Okay, wie viele Leute sitzen in eurem Team? Jetzt sei mal nicht so unhöflich. Nikolas, du darfst dich auch vorstellen. Genau, ich darf mich auch noch vorstellen. Ach, da ist ja noch jemand. Genau, ich bin tatsächlich deutlich weniger lang eigentlich als Lukas dabei. Erst seit 3 Jahren, seit ich hier wohne, ehrenamtlich einfach dabei. Ich bin auch seit 1,5 Jahren eben im Zebra-Kino Vorstand, also Vorstand von dem Verein. Also mache auch noch hier viele andere Sachen. Und ja, also ich habe letzten Endes hier jetzt doch relativ viel dann auch übernommen. Also eine Person, die nicht da ist, die ich aber auf jeden Fall gerne erwähnen würde, den Stefan, der mittlerweile ein anderes Festival macht, also den Weird Weekender in Stuttgart. Oh Stefan, we miss you. Hat eben zusammen auch mit Lukas und anderen das Festival gegründet. Und ja, von ihm habe ich eigentlich
alles gelernt, was ich jetzt so mache, die Verleihkontakte und alles und sonstige Koordination. Das heißt ja, gerade ist so, also ich glaube, Lukas und ich, wir machen weiterhin oder sind so doch die mit aktivsten oder so und ich mache quasi jetzt so diese übergeordnete Koordination von vielem, wie gesagt, Filme organisieren, die Buchungen und sowas. Social Media habe ich jetzt auch angefangen und Lukas, kannst du auch selber noch ergänzen, aber machst natürlich eher so Artwork, Homepage, solche Sachen. Genau, also du hast ja schon gesagt, ich kümmere mich dann meistens eher so um das Artwork, um das Design und Texten war auch oft ein Ding, eben die Website betreuen, auch aufgebaut damals. Das ist halt jetzt alles mittlerweile so, hat sich viel geändert seit 2015, auch jobmäßig, damals noch studiert. Dementsprechend ist bei uns beiden auch so die Zeit ein bisschen weniger fürs Festival da. Leider. Deswegen ist es dieses Jahr auch eine Spezialausgabe, würde ich sagen. Ja. Okay, inwiefern Spezial dann? Erst noch die Frage, wie viele Mitglieder wir sonst haben. Ach ja, stimmt. haben. Ich habe vorher eine Frage gestellt. Kurzzeitgedächtnis. Also das Team jetzt gerade besteht aus 9 Leuten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es gibt natürlich dann ein variierendes Maß an Mitmachen quasi, je nachdem, was man eben dann beisteuert, was dann eher am Festival direkt ist. Vielleicht gibt es auch Leute, die da einfach nur viel Kuchen backen oder sowas. Okay. Eigentlich sind alle an der Programmauswahl beteiligt. Viele Arbeitsbereiche dann eher auf Einzelpersonen. Genau, es gibt noch Leute, die so sehr redaktionell einfach die Sachen machen. Also das ist interessant. Es sind alle beteiligt an der Filmauswahl. Wie funktioniert das? Wir haben quasi erstmal relativ frei ein Dokument, wo alle einfach Filmvorschläge eintragen. Aha. Man sieht ja entweder zum Beispiel Kinostarts stehen an und da könnte man dann vorher eine Preview machen oder sowas. Oder man liest halt über Festivals, was da anderswo läuft. Das können ja alle machen und da alle irgendwie sich was überlegen, was cool wäre für uns. Genau, zum Beispiel, ich würde dann hingehen, mir das angucken. Wie sieht die rechte Lage aus? Kann man die Leute kontaktieren, die da einem einen Sichtungslink schicken könnten? Und dann sichten wir eben dann in dem größeren Team relativ viel zusammen. Eventuell haben wir auch schon so ein bisschen Kategorien abgesteckt, so welche Filme würden auf welche Slots und sowas. Aber letzten Endes, wenn wir dann alle so darüber reden, wie wir jetzt die Filme fanden, kristallisieren sich Favoriten raus oder manchmal auch so, wo einige Leute sehr dafür sind, andere gar nicht. Aber man redet dann halt so ein bisschen und letzten Endes machen wir auch zwischendurch mal Abstimmungen, einfach so, was soll jetzt ergänzt werden oder so. Und das funktioniert doch eigentlich ganz gut, finde ich. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ein völliges Chaos hat, wo ganz viele Leute mitreden wollen und man dann am Ende zu keiner Entscheidung kommt. Also wir sind auch jetzt wieder sehr zufrieden, glaube ich. Oder einer sehr hartnäckig seinen Vorschlag durchboxen will. Ja, das gibt's schon auch. Da war ich auch öfter mal vorne mit dabei. Also es ist natürlich aber auch klar, jetzt dieses Jahr haben wir nicht so viel gesichtet wie sonst, weil einfach zeitlich das nicht so drin war. Aber auch klar, es kann natürlich nicht jeder jeden Film sehen. Das ist einfach gar nicht machbar bei der ganzen Menge. Und dann ist es halt so, dass wir wirklich sagen, okay, wir verlassen uns drauf, wenn 3 Leute einen Film gesehen haben und den für gut befunden haben, dann können die uns erzählen, so was macht den aus. Und dann, wenn wir dann das Programm zusammenstellen, dann vertrauen wir da auf die Meinung der Leute. Oder wenn er irgendwie spaltet, dass man dann eben doch nochmal guckt, dass den nochmal mehr Leute gucken. Das ist immer ganz unterschiedlich, kommt auch ganz stark auf den Film an. Und das ist auch immer das, was die Leute, was viele am liebsten machen, halt natürlich Filme gucken, bevor sie rauskommen. Ja, das ist natürlich immer geil, gell? Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das vorher gesagt habt, aber wie viele Filme habt ihr dann im Durchschnitt so geschaut? Für, jetzt sozusagen mal für diese Spezialversion, Fassung vom diesjährigen Schiffers? Also ich müsste dieses Jahr so, ich glaube, es waren jetzt zwischen 40 und 50 im Endeffekt. Und ich glaube, also letztes Jahr ist ja ausgefallen, aber die Edition davor, die noch mit 8 Filmen und relativ offen, was Genres und so anging, war, da waren es, glaube ich, dann eher so 70, 80, die ich hatte. Okay. Ja, und davor war das dann doch nochmal deutlich größer oder höher. Ich habe gehört von Jahren, die es früher mal gibt, wo irgendwie 1000 Kurzfilme oder so gesichtet wurden. Ja, da hatten wir noch einen Kurzfilmwettbewerb. Das war nochmal eine ganz andere Nummer. Aber die guckst du auch schneller weg als ein Langfilm. Das stimmt, ja. Kurzfilme haben wir ja dieses Jahr auch noch gesichtet. Ja. Aber da habt ihr diesmal, glaube ich, gar nichts dabei, oder? Doch, wir haben jetzt Vorfilme immer.
Die haben wir sogar extra bei der FSK eingereicht. Echt? Dass wir die zeigen dürfen. Ah, da schau her. Ja, das war dieses Jahr notwendig, weil sonst in den letzten Jahren war es halt oft so, dass die Filme keine FSK hatten, weil es Previews waren. Mhm. Und da unser Fokus dieses Jahr jetzt nicht so sehr auf den Previews liegt, sondern wir einfach primär ein buntes Programm haben wollten, auch mit Filmen, die vielleicht gut besprochen wurden und eben auch noch nicht in Konstanz liefen. Das ist eben auch immer ein Faktor, weil hier läuft relativ wenig. Hier gibt es 2 Kinos, Cinestar und Zebra. Und Zebra ist halt ein kleiner Verein mit einem Monatsprogramm. Und wie viele Filme haben wir in der Woche? 3. 3 Wochenfilme, ja. Ah, okay. Plus X. Und im Cinestar läuft halt nur noch die Marvel-Scheiße. Nein, ich gucke das ja auch, aber... Ja, aber man kann schon sagen, dass in der letzten Zeit ein bisschen enttäuschend war. Aber mit Deadpool haben wir doch wieder mal einen kleinen Hoffnungsschimmer gekriegt. Ja, es lief nicht mal Longlegs in Konstanz. So, cool. Oder der lief. Der lief. Cocu lief nicht, aber den zeigen wir Cocu jetzt. lief nicht, genau, das ist ja der Punkt. Genau, bevor wir jetzt vielleicht über die Filme reden, gibt es bestimmt einen oder anderen Hörer, der gerade da sitzt und sich denkt, okay, Shivers, verstanden, Spezialausgabe, halb verstanden. Wann ist denn das Ding? Genau, die Spezialausgabe ist deswegen so, weil wir es eben an Halloween starten lassen, am 31.10. Und dann geht es noch den Freitag, der ist ja dann lustigerweise ein Feiertag. Da kann man ein schönes verlängertes Wochenende machen. Samstag noch und am Sonntag enden wir dann aber schon mittags mit einer Klassiker-Matinee. Also es sind 8 Vorstellungen insgesamt über diese 4 Tage verteilt. Das geht ja. Ja, aber das ist ja super mit dem verlängerten Wochenende. Da hat man dann endlich mal was zu tun. Ja. Lungert man nicht nur auf der Couch rum, sondern halt dann im Kino bei euch. Nee, das war auch dieses Jahr die Entscheidung. Also an Halloween machen wir immer die Halloween Madness im Zebra-Kino, teilweise auch mit mehr als nur einem Film. Und dann haben wir eben gesagt, weil eben auch wieder die Entscheidung war, macht man das Shivers noch, weil eben unsere persönlichen, privaten, beruflichen Verpflichtungen da sind. Und dann war es eben da jetzt die Idee, okay, man verbindet das, man hat den Vorteil mit dem Feiertag und macht das dann einfach zusammen. Überlegt sich ein bisschen, wie man das effizient programmiert und plant und so. Und das, glaube ich, haut jetzt ganz gut hin. Könntest du dann schon in die Zukunft blicken, wenn ihr sagt, das war jetzt dieses Jahr schon ein bisschen schwierig, wie es mit dem Schiffers weitergeht, oder seid ihr da erst einmal so, dass du nichts sagen könnt? Ich glaube, da können wir wirklich weiterhin auch nichts sagen. Es wird wieder genau dasselbe sein. Wir werden uns wieder fragen, geht es noch? Wer ist noch dabei? Und es hängt halt eben auch vieles an Einzelpersonen dann immer, was noch geht, was kann man machen. Und ja, da müssen wir einfach gucken. Wir hatten dieses Jahr jetzt eigentlich neue Leute wieder am Start. Die müssen natürlich auch irgendwie reinfinden, ihre Aufgaben finden und so. Da muss man jetzt einfach mal gucken. Die Moonlight Madness wird es weitergeben und da wird immer mal wieder Events hoffentlich geben hier im Zebra-Kino. Es ist ja sehr niedrigschwellig. Es kann ja hier, wenn man hier im Verein ist und Lust hat, irgendeine Veranstaltung zu machen und sich drum kümmert, dann kann man das ja immer machen. Ach so, ja, dann ist es ja egal. Hoffen wir, dass die neuen Leute Bock haben. Genau, richtig. Das ist für alle super, die gerade da sitzen und sich denken, okay, wollt schon immer mal ein Filmfestival organisieren? Jetzt werde ich Mitglied im Zebra. Genau. Wie ist jetzt das mit dem 1. November? Das ist ja Feiertag, das ist ja wahrscheinlich wieder so ein ruhiger Feiertag. Habt ihr da irgendwelche Auflagen bekommen? Weil die Filme, die ihr ja an dem Tag zeigt, also da ist ja der Starter in a Violent Nature, ist ja jetzt nicht so ein klassischer ruhiger Feiertagsfilm. Genau, der hat eine Feiertagsfreigabe, also die FSK-Bescheinigung bestätigt ihm, dass er auch an solchen Tagen laufen darf. Und ich weiß, also wir haben uns jetzt nicht so sehr mit sonstigen Feierauflagen und so befasst, muss ich zugeben. Ey, dürft ihr nicht tanzen? Ich glaube, die sind aber auch weniger streng hier als bei euch. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob es in Baden-Württemberg, ob das ein stiller Feiertag ist. Bei uns ist es auf alle Fälle einer. Ja, bei uns geht der Markus Söder persönlich durch sämtliche Kneipen und kontrolliert. Ja. Und die er nicht schafft, die übernimmt der Eiwanger. Geht dann, hey, hier wird nicht getanzt und keine wilden Filme geschaut. Und Klimawandel gibt's nicht, ihr Idioten. Ja, Entschuldigung. Bei uns ist es nur Karfreitag. Okay. Also wir hatten, glaube ich, noch nie Probleme. Wir haben also auch an Halloween und dann ersten. Ja gut, es geht ja in den ersten über. Keine Ahnung.
Also Ja. ich weiß, in Bayern ist der erste irgend so ein ganz hochwichtiger Ruhetag für Katholiken. Also von dem her- Allerheiligen ist es, du Allergeiligen, Ketzer. ja. Das Du sag ich doch. Ketzer. Der Jesus, der hat im Grob dran, wenn er nicht um Kreuz hingert hat. Wegen dir. Unfassbar. Unfassbar. Genau, was wollte ich noch fragen? Ich wollte noch fragen, wie viele Besucher habt ihr so über dieses Festival? Also wie groß ist ungefähr das Zebra-Kino? Wie viele Leute gehen da rein? Und habt ihr da so einen Durchschnittswert, dass ihr sagt, okay, es ist immer so konstant, haben wir übers Festival 1000 Besucher, 2000, keine Ahnung. Das würde mich interessieren, wie stark frequentiert ist denn das? Also der Saal hat 106 Plätze. Mhm. Da muss man natürlich zugeben, dass die selten ganz gefüllt sind. Den einzigen Vergleich, den wir jetzt, glaube ich, gut anführen können, wäre halt das Shivers vor 2 Jahren. Da hatten wir dann einen Besucherschnitt von knapp 50 Personen. Mhm. Da war dann auch mal eine Veranstaltung eben ausverkauft. Mal waren nur 30 Leute drin. Und das gleicht sich so ein bisschen aus. Und jetzt, glaube wir haben ein paar ganz, ganz publikumsträchtige Filme auch dabei, machen gut Werbung und ja, ich glaube, das wird gut laufen. Ich hätte es auf Also- alle Fälle auch noch einem schönen, gemütlichen, familiären Fest an, so wie das Hardline. Genau, es ist ja auch, also das Hardline hat ja dann auch so eine Kneipe da noch hinten dran. Wir haben auch Mhm. eine Bar direkt da. Wir können natürlich hier, Ah. weil wir ein Verein sind und das hier alles selber betreiben, da bis nachts rumhängen dann danach noch und ja, das macht auch immer sehr viel Spaß. Ja. Dann auch. Man muss nur gucken, dass man am nächsten Tag dann noch auch wieder fit ist. Ja, Ja, Shivers, da muss man manchmal auch einfach durchziehen. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir dann nach dem letzten Film noch hier rumsaßen, noch was getrunken haben. Es waren noch ein paar Gäste da und dann hat man das irgendwie so eher geschlossen. Mhm. Hat man noch die Playstation angeschlossen und hat dann auf der Leinwand noch irgendwie was gezockt oder so. Boah, geil, das schlagen wir im Flo das nächste Jahr vor. Das schlagen wir im nächsten Jahr vor. Ja, ich kenne das. Hardline ist auch so. Also, ich lasse dann die anderen immer durchziehen. Ja. Gell, Corby? Ja, ja. Ja, ja. Aber dann lasst uns doch über die ausgewählten Filme reden, weil, also ich glaube auch, ihr habt mindestens 3 Filme drin, die eine breitere Genre-Gemeinschaft in das Kino locken würde oder wird. Ganz bestimmt wird. Also ganz bestimmt wird, würde ich sagen, wenn nicht sogar 4, da ich behaupten. Und ein paar Alteingesessene mit einem Klassiker. Mhm. Aber ja, wenn ihr Bock habt, stellt einfach mal kurz die Filme vor, die dieses Jahr laufen und dann quatschen wir ein bisschen über die Streifen, weil eine Handvoll davor haben der Corby und ich ja auch schon gesehen. Genau, also man kann vielleicht nochmal mit einer Übersicht starten. Also wir haben quasi 4 so Special-Slots, die wurden vorher schon ein bisschen festgelegt. Also wir haben natürlich am 31.10. so eine Halloween-Madness, wo die Leute und wir natürlich auch verkleidet anwesend sein werden, zu einem gewissen Teil zumindest. Und es halt ein bisschen partymäßiger ist. Dann haben wir eine Kooperation mit dem Queergestreift Festival. Das ist auch ein Festival, das hier stattfindet. Das ist auch viel älter als wir noch. Das gibt es schon seit fast 40 Jahren. Das zweitälteste Queerfilm-Festival Deutschlands. Genau. Mhm. Dann haben wir eine Good Bad Movies Night mit dem Trash-Klassiker Tammy and the T-Rex. Und dann haben wir noch eben die schon erwähnte Abschluss-Matinee Company of Wolves am Sonntag. Mhm. Das waren so Slots, die wurden so ein bisschen einzeln programmiert. Und die restlichen 4, da haben wir uns dann einfach die Vorschläge so ein bisschen angeguckt. Was wollen wir noch bringen? Noch ein paar Horror-Previews oder gerade ja, gut besprochene Filme. Und eben auch dann ist es uns ja gelungen, doch noch eine Deutschlandpremiere von einem ganz besonderen Film oder einem selten gezeigten Land vor allen Dingen Ja, unterzubringen. ich glaube, es war der erste Film aus Lettland, den ich gesehen habe. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob es Hardline, weil Hardline ist ja immer so ein Kandidat, der die Filme aus verrückten Gegenden, nenne ich es jetzt einfach mal, rauszieht, aber ich glaube, Lettland war da noch nicht dabei. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Ich fühle mich jetzt auf alle Fälle von euch. War nicht mal beim Schiffers so ein Animationsfilm? War der nicht da irgendwie... Der war Estland. Estland, ach ja, dann. Genau. Ja. Nein, ich fühle mich, filmisch fühle ich mich jetzt lettisch von euch entjungfert, ja. Ja, also das eigentliche Land, was so öfter mal vorkommt, ist Estland bei uns tatsächlich. Wir haben tatsächlich auch ein Teammitglied, das
Estin ist, also auch nur hin und wieder mal hier in Deutschland ist und sonst in Estland. Aber das hatte sich ja auch schon davor so ein bisschen ergeben und irgendwie kommt aus Estland und jetzt auch aus Lettland, kommen irgendwie immer ganz coole, ganz besondere Sachen. Und das Touched by Eternity irgendwie auch. Aber ich glaube, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen strukturierter vorgehen, sonst braucht man gar nichts mehr. Ja, ich glaube, unsere Hörer sitzen gerade auch da und denken sich, wann erzählt ihr mal, was da läuft, Leute? Ja. Ich glaube, unsere Hörer denken sie völlig planlos wie immer. Ja, fangen wir einfach mal an, weil also über eure Liste, euer erster Film, der ja da aufgelistet ist ja Kuko. Genau. Und der ein oder andere von unseren Hörern vielleicht hat den auch schon sehen können, weil er bei uns auch schon im Kino gelaufen ist. Und Kuko, glaube ich, ist ja auch zum Teil mit deutscher Produktion entstanden, oder? Ich glaube, Produktion eigentlich nicht, aber es ist halt ein deutscher Regisseur, der Tillmann Singer, der vorher 2018 war es, Lutz gedreht hatte, der auch beim Shivers hier lief. Genau, und das ist jetzt sein zweiter Film, der, genau, den haben wir auf der Berlinale gesehen Anfang des Jahres. Da hatte er seine Weltpremiere. Und genau, er ist jetzt eigentlich schon, oder zum Festivalzeitpunkt wird er eigentlich schon 2 Monate im Kino sein, aber halt nicht hier. Und deswegen zeigen wir ihn einfach trotzdem. Ja, und so, der gibt ja schon ganz gut Gas. Schön weirdes Ding. Und da haben wir gedacht, das passt dann eigentlich ganz gut an Halloween. Fangen dann schon um 8 an. Das ist auch der einzige Film, der an dem Tag läuft, weil wir wollen die Leute nicht davon abhalten, dann noch auf eine Party zu gehen. Aber der ist vielleicht ein ganz guter Opener für den Abend. Genau, das ist ein schöner Genre-Mix aus Horror, Action, Sci-Fi, Comedy und so weiter. Bisschen Family-Drama. Ja. Ja, also ich fand den auch schön weird irgendwie. Man sitzt da irgendwie die ganze Zeit da und denkt sich, um was geht's jetzt eigentlich? Was ist das, was da rumläuft? Ist er gut besetzt. Ich mag den Dan Stevens sehr gern und er ist ja da auch wieder eine sehr unangenehme Figur. Aber auch die Gretchen spielt das sehr gut. Also mir hat der Film, ich habe jetzt auch im Zuge erst vor euch gesehen, ich habe ihn im Kino verpasst. Aber ich muss sagen, Kuko sollte man sich auf der Leinwand anschauen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich habe den auch schon wahrgenommen, weil der auf ganz vielen Best-of 2024 Listen schon drauf ist. Stimmt, und ich konnte es schon verstehen. Also ich war zum einen leicht verwirrt am Anfang, weil ich auch nicht genau gewusst habe, in welche Richtung steckt bei den Filmen jetzt. Ist es tatsächlich eine deutsche Produktion? Und wenn ja, warum sprechen die teilweise so schlecht Deutsch? Kommen die etwa aus Bayern? Aber ja, verdammt coole Story irgendwie und von der Ideenvielfalt und vor allem auch vom Visuellen her schon berechtigt, dass der da in so viel Best-of-Listen drin ist. Schönes Ding auf alle Fälle, ja. Ja, der hat auch so einen ganz, ganz weirden Look, finde ich. Also so irgendwie was total Amerikanisches, aber irgendwie auch deutsch. So es spielt ja alles in so einem Feriendorf in den Alpen. Ja. Das ist irgendwie alles so ein bisschen aus einer US-Linse, sieht alles auch so ein bisschen wie Aspen oder so aus, aber irgendwie auch nicht. Weißt, also ich kann es gar nicht so richtig greifen, aber es ist ganz weird. Und dann kommt noch dieser, da möchte ich jetzt nicht spoilern. Ja, also optisch eigentlich so das, wie man sprachlich immer nennt, Denglisch. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwie sowas Englisch, Amerikanisch, Deutsches drinnen gehabt. Gefühlt, aber habe es auch nicht so richtig greifen können. Also er ist irgendwie eigen, der Film, aber ich fand den sehr cool. Und als Eröffnungsfilm, kann man machen, würde ich sagen. Was sind das für ein Jahrzehnt, wo der spielen soll? Ende der 80er, oder? Irgendwie sowas. Ich glaube, der spielt schon im... Der ist schon aktuell, die haben ja Smartphones, oder? Ja, der spielt, glaube ich, in der Gegenwart, ja. Echt? Okay, für das haben die aber dann alle einen ziemlich alten Look. Ja, ist halt Deutschland. In den USA denkt man, dass die Leute in Deutschland wahrscheinlich noch so gehen. Mir wundert es, dass nicht alle Lederhosen noch gehabt haben und Dirndl. Ja, und der Herr König hat ja auch einen LinkedIn-Account, das muss man ja auch sagen. Ja, genau. Corby hat wieder überhaupt nicht aufgepasst. Unglaublich. Ich habe mir da irgendwann, als die dann alle so echt von den Klamotten her so komisch angezogen waren, habe ich mir gedacht, okay, was soll das eigentlich darstellen? Ist das die 80er oder ist das irgendwie frühe 90er oder so? Aber stimmt, ihr habt recht. Die haben die Pager schauen ja auch komisch aus, die da in der Hand haben.
Ja, und als nächster Film auf der Liste kommt dann schon für mich ein absolutes Brett, das ich im Hardline sehen habe dürfen. In a Violent Nature. Ein sehr schöner Liebesfilm. Zauberhaft, ja. Romantik pur. Sehr viel Herz, Blut. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und beinhaltet für mich den Kill des Jahres. Ja, also wir haben den ja zusammen geguckt beim Hardline. Genau. Im selben Screening. Genau, da war viel los und die Leute waren sehr... ja, ich glaube, manche fanden es auch dann gar nicht so cool, aber viele der sorgt schon für Reaktionen im Publikum, sage ich mal. Hast du dir, als du den gesehen hast, im Hardline gleich gedacht, war geil, wenn wir es Schiffers machen, dann möchte ich den im Schiffers auch haben? Ja, also das war für mich auch so direkt ein Favorit dieses Jahr. Ich finde, das ist, also man kann darüber streiten, wie inhaltlich wertvoll das jetzt alles letzten Endes ist, aber es ist ästhetisch und vom Konzept her was man in meinen Augen noch nicht gesehen hat. Absolut, und auch irgendwie hypnotisch und rhythmisch so das ganze Ding. Ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Und im ganzen Slasher Einheitsbrei, der ja immer nach dem Schema F abläuft, was ich in der Regel gern mag, weil ich stehe auf Slasher, ist es einfach mal eine ganz angenehme Abwechslung gewesen. Ja, ich meine, im Prinzip läuft er ja sogar nach Schema F ab, aber du siehst noch ganz andere Sachen. Die Perspektive ist einfach mal eine andere als die Schema F-Perspektive. Ja, und natürlich, die Kills, die sind schon was. Ich bin gespannt, ob Terrifier 3 ist so ziemlich der einzige Film, der heuer noch den Kill des Jahres für sich beanspruchen kann. Aber bis ich den nicht gesehen habe, hatten auf alle Fälle In a Violent Nature. Teil 2 ist ja auch schon angekündigt für In a Violent Nature. Also, das verstehe ich wiederum nicht, also was man da jetzt noch... Also ich bin gespannt natürlich. Wahrscheinlich wird es dann nach Schema F halt weitergehen. Einfach der Killer weiter laufen lassen und Teenies metzgern. Und da sag ich, you son of a bitch, count me in. Jo. Corby, wie hat denn dir eigentlich gefallen? Dir auch gefallen, oder? Ja. Ich glaube, nur der Seppi war aus unserer Gruppe dabei, dem mir nicht gefallen hat. Aber gut, der Seppi ist ja ahnungsloser. Ich stehe allgemein auf so Spalterfilme. Das ist was, ich glaube, das hat man so in der Art noch nie gesehen, dass man mal einen Killer aus der Perspektive verfolgt. Und ich habe das mega spannend gefunden und ich hätte dem noch Stunden zuschauen können, wie der da durchläuft. Und selbst wenn er niemanden gefunden hätte zum Töten, ich hätte es gefeiert. 1,5 Stunden am Killer zuschauen, wie er durch den Wald läuft und einfach kommt findet. Ja, genau. Das schreib's auf, das pitcht mir jetzt dann irgendwo. Dass er immer so Teenies kurz bevor das findet, steigen sie ins Auto und fahren. Und dann haben wir als dritten Streifen einen, der mich ultra interessieren darf, den habe ich leider bis jetzt immer noch nicht sehen können, der war bei uns nirgends im Kino. I Saw the TV Glow, wieder mal eine A24-Produktion, glaube ich. Ja, genau. Und ja, da müsst ihr ein bisschen was dazu sagen, weil wir haben den leider nicht sehen können und auf dem wäre ich ultra neugierig. Ja, den haben wir auch in Berlin tatsächlich gesehen. Und ich glaube, alle, die ihn gesehen haben, waren so, ja, wenn wir Shivers machen, dann wird das unsere Queergestreift-Koop. Okay. Also den zeigen wir mit denen. Ganz auch ein bisschen weirdes Ding. Hat ganz viel greift ganz viel so auf die Ästhetik zurück von so 90er Jahre Serien, die nachts liefen, ein bisschen mit so einer Weirdness-Komponente. So Mystery. So diese Mystery-Serien, die aber auch eigentlich an so eine Young Adult Audience gerichtet waren. Der entzieht sich schon sehr einer klassischen Narration, würde ich sagen. Ja, also er hat schon es geht natürlich schon erstmal um zwei Teenager, die so ein bisschen Außenseiter sind und sich irgendwie kennenlernen und dann so eine Faszination für eine bestimmte Serie, The Pink Opaque, entdecken und da dann immer weiter so ihr Realitätsgefühl verlieren und natürlich dann im Filmischen vermischen sich dann eben diese Ebenen und man ist dann, also es kann dann sein, dass man sehr verwirrt ist zwischendurch, aber die Bilder sind sehr stark und es ist auch kein fröhlicher Film, würde ich sagen. Es ist schon sehr schmerzhaft, auch dann eben für die Figuren, die da irgendwie auch nach ihrer Identität suchen. Okay. Aber allein wegen seiner Visualität, finde ich, macht das schon irgendwie auch wieder Spaß. Weil er wirklich so diese ganzen Traumwelten, die dann mit der Realität verschwimmen, das ist ganz, ganz abgefahren und alles auch in so einer, ganz viel auch mit so einer VHS-Ästhetik mit drin. Und
und ein sehr eigenständiges, sehr, sehr besonderes Ding, wo ich auch gar nicht so viel zu verraten will, weil ich kann ihn auch immer noch nicht so richtig greifen. Er verwirrt schon, aber ich finde, am Ende kriegt das auch ganz gut hin, einen dann doch wieder abzuholen. Geht es dann relativ viel um das Thema Besessenheit, oder? Besessenheit im Sinne von der Serie. In der Serie besessen, nicht im eigentlichen Sinn besessen oder im Possession-Sinne. Und es geht natürlich, also darum wir den im Quergestreift zeigen, es geht natürlich eigentlich auch um Identität und Identitätsfindung primär. Und da wird eben dann diese Serie auch als sehr schöne Metapher benutzt. Und die visuellen Spielereien, die da drin sind, die spiegeln das einfach sehr, sehr gut wider. Also das ist, wie gesagt, mir fehlen auch ein bisschen die Worte, weil ich kann ihn gar nicht so richtig gut greifen, aber es war ein Erlebnis, was wir unbedingt auch dann nach Deutschland oder eben auch nach Konstanz holen wollten. Und der Film hat ja bis heute keinen deutschen Kinostart. Genau, also da kann man drüber streiten, ob er einen Kinostart hatte oder nicht. Also er lief natürlich in Kinos in Berlin, Stuttgart und so weiter, in größeren Städten, die den für ein paar mehr Screenings gebucht hatten. Und wird auch noch rauskommen, denke ich mal, dieses Jahr irgendwie dann auf Heimkino halt. Genau, und was man noch sagen sollte, eben dann, weil es eben auch die Quergestreift-Kooperation ist, also mit der Jane Schönbrunn ist ja auch eine nicht-binäre Person für die Regie verantwortlich gewesen. Das ist der 3. Film und eigentlich auch alle die Filme davor haben sich auch immer sehr so viel mit Internetkultur und so diesem nicht so festgelegten irgendwie, das ist alles auch sehr undurchdringlich. Es ging auch um irgendwie so Slenderman, Creepypasta-Sachen und so, der erste, glaube ich. Also sehr viel so dieses Horror, Internet, Weird-Identitätsfragen. Ja, den zweiten, den haben wir tatsächlich mal für eine Shivers-Ausgabe gesichtet und der hat sehr gespalten. Das war Everybody's Gone to the World's Fair. Ich habe ihn gehasst. Echt? Und andere haben ihn we are all going to the World's Fair. Going to the World's Fair, ja. Habe ich nur einen Namenbesetzer gelesen, gesehen habe ich noch nicht. Ja, der hat gar keinen Release, glaube ich, bekommen. Nee. Also man muss auch sagen, ich finde auch, dass jetzt I Saw the TV Glow ist schon der kohärenteste. Ja, und auch der mit dem meisten Budget. Ja. Klar, bei A24. Aber das ist doch meistens dann das Schönste, oder? Wenn dann Filme im Festival gezeigt werden, die dann für ordentliche Diskussionen sorgen. Weil ich glaube, wenn immer alle sich einig sind und sagen, ja, super Film, auf zum nächsten, dann wird es irgendwann auch mal langweilig. Aber langweilig wird es ja definitiv dann in eurer nächsten filmischen Vorführung dann nicht mit Tammy and the T-Rex. Ja, Lukas, T-Rex-Kostüm ist bestellt, oder? Noch nicht, aber es kommt. Geil. Ich muss sagen, ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich habe mir jetzt einen Kumpel erst vor kurzem zum Geburtstag geschenkt, weil da ist jetzt diese Playon-Box rausgekommen. Und wir haben uns jetzt eben vorgenommen, dass wir demnächst auch so was wie ihr dann eben macht, diese Bad Good Movie Abend. Machen wir halt dann wieder im privaten Raum und werden wir uns dann auch Tammy and the T-Rex anschauen. Vielleicht können wir es sogar auf den gleichen Abend lesen und legen. Und dann sind wir auf alle Fälle im Herzen vereint und schauen uns miteinander Tammy and the T-Rex so, weil mich der auch schon so lange interessiert. Wie seid ihr wirklich nur so, hey, der hat jetzt gerade 30-jähriges Jubiläum, nehmen wir halt den, oder ist das von irgendjemand auch so eine kleine Perle, dass er sagt, ich hätte den einfach gerne mal da? Wie seid ihr denn auf den gekommen? Also er war präsent einfach dadurch, dass es den Release gab und glaube ich auch in 1, 2 anderen so Genre-Reihen lief. Lukas kann noch zum generellen Konzept, so Good Bad Movies Night, was ist das? Ach so, ja, also auf den Tammy bin ich tatsächlich, den hatte ich schon lange auf dem Schirm. Und dann hat sich das mit dem 30-Jährigen halt angeboten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schlage ich dem Team mal vor, dass wir doch die Good Bad Movies Night, die ich so ein bisschen mal hier im Zebra angeleiert hatte, ins Festival reinziehen. Die Idee dahinter ist, es war eigentlich immer ein Double Feature. Dieses Mal zeigen wir jetzt Tammy. Und die Idee war immer so, Filme zu zeigen, die so schlecht sind, dass sie halt schon wieder gut sind. Das hat mal mehr, mal weniger funktioniert. Ja. Meistens die zweiten Filme waren die Krux. Wir hatten dann auch schon mal Roadhouse und danach Paco Kampfmaschinen des Todes, was fantastisch zusammenpasst. Ja. Und jetzt eben Tammy and the T-Rex, muss man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich meine, Paul Walker
kriegt sein Gehirn in einen mechatronischen T-Rex reingesteckt und hat eine Liebesbeziehung zu die muss halt fortgeführt werden. Die muss fortgeführt werden und Denise Richards versucht irgendwie dann an neue Körper für ihn zu kommen, während er eben als T-Rex Rache übt an seinen Peinigern. Und das Schönste daran ist einfach, dass diese kleinen T-Rex-Arme irgendwie doch länger sind, als man denkt und immer aus unmöglichen Stellen kommen. Das ist absolut fantastisch. Ja. Ich kenne den Produktionshintergrund jetzt auch nicht so genau, aber ich meine, man hatte einfach irgendwie diesen T-Rex oder irgendwas, Teile davon und dachte, man macht jetzt einen Film damit. Ja, der Regisseur, der hat eigentlich angefangen in Hollywood oder in der Filmbranche damit, dass er mit Tieren mit dem Film gearbeitet hat. Ja. Deswegen kommen da auch tatsächlich richtige Tiere vor, nicht nur so ein mechatronischer T-Rex. Und irgendwie ein Kumpel von ihm oder die hatten irgendein Projekt mit dem T-Rex und dann haben sie gedacht, ja, da machen wir jetzt einen Film draus. Und so ist der Film auch ein bisschen. Sind auch Titeleinblendungen falsch und alles passt irgendwie nicht so ganz zusammen, aber es ist einfach sehr unterhaltsam. Das ist das Wichtigste bei so einem Film. Und wenn Tammy dann auf dem T-Rex reitet, das ist cinematografischer Premium-Content. Geil. Im schlechtesten Sinne. Ich bin schon sehr gespannt auf den Film. Wie gesagt, den haben wir jetzt schon lange auf der Liste, dass wir uns da zusammensitzen. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch bald machen. Ich darf natürlich noch viel lieber bei euch auf der Leinwand sehen, das wäre noch geiler. Aber ihr müsst ja unbedingt so weit weg wohnen. Ja. Ihr verpasst auch noch was anderes, weil wir es ja von Kurzfilmen hatten. Wir werden davor einen sehr käsigen, bisschen 80s-Porno-mäßigen Kurzfilm zeigen. Ja. Make Me a Pizza. Make Me a Pizza, ja. Um was geht's da? Wirklich um das, was der Titel sagt, oder ist das irreführende Werbung? Naja, es klingelt halt jemand bei einer Frau und die kann halt die Pizza nicht bezahlen und dann schlägt er halt vor, anders zu bezahlen. Da geht das dann weiter. Wenn der Pizzabote zweimal klingelt. Sehr schön, das passiert bei mir leider nie. Genau, ja, und klar, ich meine, wir gucken dann immer, dass die Leute auch versorgt sind. Also wir werden wahrscheinlich zu Tammy and the T-Rex auch dafür sorgen, dass an Flüssigem nicht nur Bier und Wein da sind, damit man das anständig zelebrieren kann. Was trinkt man da sonst dazu außer Bier und Wein? Schauen wir noch. Wir machen manchmal einfach so Getränke-Specials. Vielleicht machen wir Shots. Rote Shots? Das hatten wir schon. Ja, irgendwie cocktailmäßigen Drinks, die man halt ordern kann. Und immer alles relativ günstig, aber wir machen das kostendeckend vom Preis her. Ja nichts hier. Und Shots gibt es immer so. Das ist ja dann geil, da macht es gleich noch mehr Spaß. Vom Dino-Ritt geht's dann weiter auf einen Vampir-Ritt, denn jetzt sind wir bei dem lettischen Film, den wir vorher schon mal angesprochen haben, Touched by Eternity, Deutschland-Premiere mit Gast vor Ort. Dürft ihr schon sagen, welcher Gast? Ja, der Regisseur kommt vorbei. Er kommt selber. Ist es der einzige Gast im Festival oder habt ihr noch mehr Gäste? Es wird, so wie es aussieht, der einzige bleiben. Wir bemühen uns noch ein paar, oder es ist immer sehr unsicher natürlich und schwierig, die Leute da zu kriegen, für online noch Q&As anzubieten danach. Deswegen ist es aktuell der einzige Gast, aber es ist sehr schön und es freut uns riesig, dass es geklappt hat, dass er wirklich für die 3 Festival-Nächte am Start sein wird. Das ist auf alle Fälle cool, ja. Touched by Eternity, wir haben unsere Hauptfigur, der wohnt in so einem Wohnwagen. Er hat ein bisschen so einen Look vom Dude, nur im Bademantel unterwegs, schaut ein bisschen ungepflegt aus, Einzelgänger, aber er möchte irgendwie unsterblich werden durch einen Podcast, den er sich anschaut, der offensichtlich sehr seriöse Sachen weitergibt, so wie Viva la Movilusion. Fangt da an, dass er kiloweise Hefe frisst, weil man dadurch angeblich unsterblich wird. Ich hab's bis jetzt noch nicht probiert, der Corby ist gerade dran, der wird sich nächstes Jahr mal berichten, wie er sich fühlt damit. Aber die sichere Variante ist eben, sich zu einem Vampir verwandeln lassen und plötzlich sind ja 2 Vampire da. Das Ganze ist dann, ja, wir haben dann ravende Vampire, wir haben Katzen dabei und wie das Ganze dann ausgeht, sagen wir natürlich jetzt wieder nicht. Es ist auf alle Fälle ein sehr bizarrer, bunter, farbenfroher Ritt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise neonfarbenfroher Ritt. Genau, und er greift eben viel so ein paar so Zeitgeist-Themen aus, so dieses Podcasting, Streaming, Verschwörungssachen oder eben dann diese
der Wunsch nach Longevity, irgendwie jung bleiben und oder unsterblich bleiben und so weiter. Genau, und bietet dann irgendwie, also ich fand ihn sehr abwechslungsreich. Und also es war auch wirklich so ein Konsensding, irgendwie den dann am Ende zu nehmen, weil wir den alle toll fanden, irgendwie. Es hat irgendwie einfach Spaß gemacht. Auch wenn ich meine, es ist keine Hochglanzproduktion und alles, manche Effekte sind nicht 100% on point, aber das hat einfach uns so sympathisch gestimmt. Ja. Ja, und das ist auch irgendwie so in der Shivers DNA, dass man halt auch so kleineren Entdeckungen irgendwie den Raum bietet. Ja klar, und für das, ich bin jetzt, wie gesagt, im lettischen Kino nicht so bewandert, aber ich weiß jetzt nicht, wie die in einer Filmwelt sonst ausschaut. Für das war das aber trotzdem rein visuell und vom Handwerk her schon sehr hochwertig produziert, die ganze Sache. Also, es ist definitiv kein Low- oder No-Budget-Ding, sondern der muss sich vor nichts verstecken. Genau, ja. Also wir hatten auch davor nichts jetzt gehört von dem Regisseur. Ich glaube, er hat einen Film davor schon gemacht und ist eher, glaube ich, am Theater aktiv. Genau, Okay, deswegen war das auch sowas, da konnte man sich einfach irgendwie drauf einlassen und ja, hat geklappt. Bin gespannt, wie der dann im Publikum ankommt. Ja, das sind wir auch, ne? Also da hoffen wir dann natürlich auch, dass viele Leute kommen und dann eben das Gespräch auch interessant wird. Also ich werde auf jeden Fall ein paar Fragen haben, glaube ich. Die wird's dann beim PlayStation-Spielen wird sie dann besprechen. Spätestens dann, ja. Ja, und dann wird's Stück für Stück immer böser, oder? Der nächste Film ist dann des Teufels Bart. Genau, also der Tag startet zwar sehr lustig, aber wird dann doch düsterer. Genau, ja, des Teufels Bart ist eigentlich auch jetzt nicht ein Horrorfilm. Das ist eigentlich ein Historiendrama und auch eher einfach ein Arthouse-Film. Also ich meine, er ist natürlich von Leuten, die auch vorher schon eher genre-lastigere Filme eigentlich gemacht haben. Aber diesmal, also es ist wirklich eben auch für ein breites Publikum recht zugänglicher Historienfilm. Es geht eben um eine frisch verheiratete junge Frau, die aber, man kann es einfach recht simpel sagen, eben Depressionen bekommt, aus verschiedenen Gründen, eben immer unglücklicher wird. Und genau, ich weiß gar nicht, ob es ist ja in gewisser Weise eigentlich kein Spoiler, was dann sozusagen die Idee ist, weil es recht früh auch eigentlich in der Einleitung schon gesagt wird, eben so, wenn man eben zu dieser Zeit Selbstmord oder sowas begehen wollte, eben aus solchen Gründen, dann hat das dazu geführt, dass man ja eben von der Kirche dann völlig verstoßen wurde. Und um das zu verhindern, wurde eben tut man andere Dinge. Genau, um dann diesen Selbstmord herbeizuführen, ohne sich selbst umzubringen, muss man dann andere Dinge machen. Weil der Selbstmord ist sozusagen unentschuldbar. Ja. Und wenn man andere Dinge tut und zum Tode verurteilt wird, wird man dadurch eigentlich, kriegt man die Absolution noch vor der Todes... Dann darf man noch beichten vorher und dann... Genau. Also einen klassischen erweiterten Selbstmord mehr oder weniger. Genau, ja. Also oder eine ganz klassisch, ja. Ja. Es ist auch schon, also es basiert auch auf so historischen Protokollen. Also man könnte schon fast sagen, es ist fast so historisches True Crime. Okay. Man kann natürlich darüber streiten, ist das noch Genre? Ganz klar. Bei uns ist natürlich auch vor allem drin, weil wir sind halt immer noch hier in Konstanz und wir wollen das Festival auch öffnen für Leute, die vielleicht im Genrefilm noch nicht so viele Berührungspunkte haben und vielleicht durch den Film aufmerksam werden und sich dann auch noch ein paar andere Sachen anschauen. Das ist immer so ein bisschen die Idee, das haben wir eigentlich fast jedes Jahr gehabt, dass wir so einen Film hatten, mindestens, der auch ein vielleicht noch nicht dem Genrefilm so affinen Publikum den Genrefilm näher bringt. Ganz niederschwellig. Weil er hat schon Elemente drin. Ja, also er geht schon auch sehr ins Düstere und es gibt auch es gibt schon harte Szenen. Ja. Aber vor allen Dingen, er sieht fantastisch aus, diese herbstliche Atmosphäre, die Bildkompositionen sind Wahnsinn teilweise. Dieser Kameramann, ey. Das ist so krass.
Genau, und die Musik kann man natürlich erwähnen. Also die Hauptdarstellerin Anja Plaschk ist ja als Soap and Skin auch Musikerin und hat den Soundtrack auch mitgemacht. Und der ist auch sehr faszinierend und auch nicht jetzt, also er variiert zwischen elektronischen und eher klassischen Sachen. Aber auch nochmal sehr anders als ihre Musik als Soap and Skin, finde ich. Genau. Das hatte mich im ersten Moment ein bisschen irritiert, als ich ihn gesehen habe. Zu welcher Zeit spielt der, wenn der historisch ist? 19. Jahrhundert. Okay. Setting ist so österreichische Provinz, Berg, Dorf. Ja, Genau. Dorfgemeinschaft. Also es könnte noch zur Gegenwart spielen, wenn es in Österreich ist. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich mir die ganze Zeit nicht sicher, wann der eigentlich spielen soll, weil das teilweise, dadurch, dass es halt so in so einem 19. Jahrhundert Bergdorf Österreich ist, manche Sachen könnten auch einfach Mittelalter sein. Genau. Ja. Corby reist jetzt zusammen, wir sind nächste Woche in Österreich. Ja. Die haben doch alle Humor. Ja, nicht, dass wir dann auch irgendwas machen müssen, um Absolution zu kriegen. Aber ich habe gerade gesehen, der ist ja sogar eingereicht in der Kategorie Bester internationaler Film für die Oscarverleihung 2025. Genau. Ja, da schau her, Respekt. Bin ich gespannt auf das Ding, wenn das dann ich hoffe, dass das dann bei uns auch noch irgendwo zum Kinostart. Also das ist eigentlich so eine klassische Preview, die wir jetzt da am Samstag haben. Kinostart ist 3 Wochen später, soweit ich weiß. Ja, dann hoffe ich mir, dass die bei uns irgendwo reinbringen, weil harte Bilder wingen wir und harte Bilder kriegen wir auch beim nächsten Streifen, When Evil Lurks. Und Corby und ich durften den schon am Fantasy Filmfest sehen. Und ja, wow. Wow, ja. Da geht's ab. Erstens mal kann ich mich mit dem Film gut identifizieren, weil da ist eine Rolle drin, die mich widerspiegelt, und zwar am Sonntag nach wild durchzechten Wochenenden. Der Typ im Bett, wenn es euch an den erinnert. Und ja, auch der Rest vom Film, mit dem identifiziere ich mich. Er geht nämlich nicht mit Kindern um. Das sage ich auch, herzlichen Dank dafür. Also, und auch nicht mit Hunden. Also, und die Kombi ist ganz schlecht. Ja, das, dass er mit Hunden nicht umgeht, das finde ich nicht schön, weil ich mag Tiere lieber als Kinder. Aber ja, wenn Evil Lurks, der ist ja sowieso schon ziemlich lang in aller Munde. Und ja, mir hat auch gleich so gefallen, dass ich mir ein Shirt dazu holen hab müssen. Und wer die Möglichkeit hat, dass er da reingeht, aus der Nähe, aus Konstanz kommt, der wäre mindestens 3,5 Stunden Fahrt wert. Also unbedingt da auf alle Fälle ins Kino laufen. Vielleicht aber nur als Triggerwarnung, also ihr müsst schon dem Horrorfilm auch gewogen sein. Ja. Ja, also das läuft ja jetzt auch dann wirklich nach 11 Uhr bei uns als so richtig düsterer Spätfilm. Genau, ich habe ihn auch bei den White Nights gesehen. Genau, er lief noch bei ein paar anderen Festivals, soweit ich weiß, und der Kinostart wird auch noch erfolgen, soweit ich informiert bin. Genau, und ich glaube, ich bin weiterhin der Einzige aus dem Team, der ihn gesehen hat, oder? Ja. Genau. Echt? Das war so ein Fall, wo wir dann irgendwie aus Hörensagen beschlossen haben, den reinzubringen, weil der auch einfach sehr gut besprochen wird. Genau, und ich freue mich dann auf jeden Fall auf die Rückmeldung von den anderen. Aber der wird einigen von uns gefallen, das weiß ich. Ja, ich bin gespannt. Also es ist einer von 2 Filmen, die ich nicht gesehen habe dieses Jahr. Und da habe ich schon Bock drauf. Ich glaube, da gab es bei uns auch keine gespalteten Meinungen oder so, sondern da war jeder so, dass er rausgegangen ist und gesagt hat, okay, man hat wirklich das bekommen, wofür der Film bekannt ist. Ja, also der hat natürlich krasse Bilder auch, aber was ihn ja auch auszeichnet, ist, dass irgendwie so dieses Eigentliche, was so hinter dem allem steckt, die ganze Zeit so eigentlich nicht gezeigt wird und das nur so eine böse Präsenz irgendwie ist, die dann vielleicht erst so ganz am Ende bildlich wird. Und das ist schon, ja, diese durchgängige, bedrohliche Atmosphäre. Es ist aber auch so ein bisschen, also ich hab den Eindruck, manchmal sind die Szenen so krass, dass es dann auch wieder so was Groteskes, Absurdes irgendwie dann wieder bekommt, ja. Was ich auch sehr interessant fand. Voll, also wie gesagt, wir haben den angeschaut und gedacht, ja, das ist wieder mal so ein Brett, das gehalten hat, was es versprochen hat. Und allein die Sachen, die halt dann auf dem Off nur irgendwie sind, durch das, was der Film schon zeigt, hat das meine Fantasie dementsprechend hart sich vorgestellt.
der macht für mich eigentlich alles richtig, was er machen wollte. Da war ich schon wieder, also ich freue mich, wenn der dann bei uns auch noch eine richtige Kinoauswertung kriegt, da werde ich auf alle Fälle noch mit drin sitzen. Film, Vorbestellung, sobald er das Heimkino-Release hat, klare Sache. Oder, Corby? Ja, definitiv. Also, kaufst du dir auch mal Filme? Ich kaufe mir ab und zu einmal einen Film. Du hättest da nämlich dann zum Beispiel schon den nächsten Film kaufen können, und zwar euer Finale. The Company of Wolves, zu Deutsch Die Zeit der Wölfe. Da hat der Mike erst vor kurzem drüber geredet. Kannst du dich daran erinnern? Genau, der ist nämlich jetzt erst von Pandastorm, was heißt erst vor einigen Wochen von Pandastorm im wieder mal schönen Mediabook veröffentlicht worden. Das habe ich auch zu Hause, aber ich habe den Film noch nicht eingeschoben. Und der ist wie Tammy the T-Rex, ein alter Streifen, den ich schon lang sehen will, aber bis jetzt noch nicht geschafft habe. Drum muss ich auch euch wieder bitten, dass ihr den Film noch mal ein bisschen vorstellt für alle anderen, die den auch noch nicht gesehen haben. Also ich kann auch sagen, ich habe den auch erst dieses Jahr das erste Mal gesehen und das war auch nur Streaming auf dem Laptop oder so, und war auch direkt, also der sieht einfach so fantastisch aus, und dann war es auch, es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir dann alle ein bisschen geguckt haben und so, aber der war dann eigentlich auch ab dem Punkt so mein Favorit für diesen Slot. Genau, die Idee ist ja, der wird als Matinee gezeigt, so mit Frühstück davor. Cool. Genau, und hat natürlich dann, das ist ein märchenhafter Film, er ist trotzdem brutal und grotesk und lustig, aber auch vor allen Dingen, finde ich. Ja. Genau, also wenn da Leute auch vielleicht schon die älteren Kinder mitnehmen wollen, kann man das durchaus machen. Genau, und es geht jetzt von der Story her halt um ein junges Mädchen, so gerade die Pubertät geht los, sie hat sehr viel Streit mit ihrer Schwester, und dann, der Film ist aber dann eigentlich, sie legt sich ins Bett und dann ist der restliche Film einfach nur Traum. Sie träumt eben, dass sie in so einem Märchenwald lebt, und da, keine Ahnung, da gibt es halt noch Werwölfe und sowas. Es ist im Prinzip so ein bisschen Rotkäppchen, wie es vielleicht mal intoniert war. Und nicht, wie es dann weichgespült wurde. Ah. Ja gut, die ganzen Märchen, die sind immer nicht, die ursprünglichen Versionen, die sind ja weniger märchenhaft, mehr grauenhaft. Ja, und das ist halt so ein alter Canon-Film. Und das sieht man dem schon auch an, finde ich. Weil der schon, also ab und zu kommt auch noch dieses klassische Gothic-Horror, diese Ästhetik schon sehr heraus. Aber alles auch in so ein Märchen, in so düsteres Märchen reingepackt. Also visuell fand ich den schon immer sehr beeindruckend. Genau. Und wir haben ja jetzt auch die 4K-Version, also da freue ich mich dann auch selber nochmal sehr drauf, den bei uns auf der Leinwand zu sehen. Genau, man kann bei uns auch immer sehr gut recht weit vorne sitzen, ohne dass einem der Nacken wehtut. Und das ist, glaube ich, allen zu empfehlen. Ja, und der Film hat eine Haupthandlung, aber er wird dann immer wieder unterbrochen durch so Einzelstories, die so eingewebt sind, wo es dann um verschiedene Werwolf-Stories geht, die alle irgendwie unterschiedlich und interessant sind. Ja, also die Gelegenheit, den im Kino dann zu sehen, würde ich jedem empfehlen zu nutzen. Hätte ich auch Bock drauf, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich wollte es eigentlich zuerst sagen. Tja. Was ich auch cool finde, was ich gerade gesehen habe, davor laufen ja 2 Kurzfilme, einmal mit Dennis und der zweite ist The Lure. Den haben wir ja auch schon sehen dürfen, vom Tony Hipwell, und zwar im Hardline. Cooler, was waren es, 1,5 Minuten? Ja. Wie lang ist Dennis? 3. Also schönes, angenehmes Kurzfilm-Vorprogramm, und The Lure ist auf alle Fälle sehr cool. Ja. Also da habt ihr auf alle Fälle auch Spaß, wenn das Ding vorher läuft. Das ganze 90 Sekunden, das war wie Intimität mit mir. Genau, und noch einen anderen Kurzfilm, der läuft vor In a Violent Nature, den werdet ihr hoffentlich dann auf den Fright Nights sehen. Apotemnophilia von einem spanischen Regisseur. Genau, der einzige, für den uns die FSK nur eine 18 gegeben hat und nicht drunter. Genau, dürfte im Rennen für die beste Verstümmelungsszene für den Award, den es da gibt, sein. Und wo sich der Regisseur sehr gefreut hat, vor In a Violent Nature zu laufen.
Genau. Sehr geil, da bin ich schon gespannt drauf. Läuft es dann, wenn jetzt der Film läuft ja dann Mittag am letzten Tag, ist dann nach dem Film ein Ende oder habt ihr dann noch ein bisschen Programm für den Nachmittag oder ist dann wirklich Abspann vorbei und Schiffersende für dieses Jahr? Ja, also ist dann schon vorbei, muss man sagen. Also wir sind natürlich noch da, so lange wie man möchte, aber... Ja, ich denke, vom Frühstück wird auf jeden Fall noch was übrig sein, da wird man noch ein bisschen sitzen. Weiß nicht, und dann wird man es gemütlich ausklingen lassen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob am Abend dann nicht vielleicht sogar noch normales, reguläres Programm ist. Aber das war eigentlich schon so gedacht, dass wir das dann eben ausklingen lassen können. Und den Mittag hat man auf jeden Fall noch. Okay. Also werden gleich die Leute mit dem Besen rausgekehrt. Nein, das sowieso nie. Ganzen Altgleichen vom Vortag und vom Frühschoppen. Ja, die können sich dann noch ein paar Biere von der Bierboutique zum Beispiel auch noch mitnehmen. Da haben wir wieder ein schönes Angebot. Wir haben das sexuelle Helle, wir haben den Obstsalat. Sexuelle Helle. Den Han Solo haben wir wieder und einen Sitzen. Einen Sitzen? Okay. Dann könnt ihr uns eigentlich mal eine Box davon schicken. Das war das Programm fürs Schiffers dieses Jahr. Also ich finde das Programm sehr interessant. Das, was ich gesehen habe, die Filme, die ich gesehen habe, die kann ich nur empfehlen und den Rest da die einfach gern sehen. 2 davor habe ich ja gesagt, werde ich bald sehen, weil sie im Regal stehen oder beim Freund im Regal stehen. Nur noch nicht im Player gewandelt sind. Aber ich finde das Programm dieses Jahr ziemlich geil. Und das Artwork, muss ich auch mal kurz hervorheben. Mir gefällt auch euer Artwork sehr gut dieses Jahr. Und hat Lukas gezeichnet, soweit ich weiß. Ja. Ja, Respekt. Ja. Finde geil, wenn man sowas selber machen kann. Überall in der Stadt. Ja, das ist ein tolles Gefühl. Ja, das muss sie ja einfach irgendwie rumsprechen, das Ding. Ne? Dann hoffe ich auf alle Fälle, dass es nächstes Jahr weitergeht. Also wäre sehr schade, wenn es das Schiffers nicht mehr gibt, weil was wir bisher vom Schiffers mitkriegen haben dürfen, weil ich glaube, das ist jetzt halt das wievielte Jahr? Das 3. Jahr, dass wir vom Schiffers, mit dem Schiffers mit dabei sind. Also zumindest immer online. Ja. Oder, Corby, das 3. Jahr? Der 3. oder 4. Jahr, oder? Irgendwie so. Ich glaube, dass wir sogar schon 2020 mal drüber berichtet haben. Das kann sein. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber wie gesagt, ich fand das Schifffahrtsprogramm bisher immer sehr ansprechend. Ich finde es dieses Jahr wieder ultra ansprechend. Und ich hoffe auf alle Fälle, dass es weitergeht mit euch. Ja, was heißt hoffen? Wenn nicht. Ja, stimmt, wenn nicht, dann gibt es Sackschellen nächstes Mal im Hardline, wenn ihr da seid. Jetzt lacht's nur, danach heißt Ihr seid ja wieder im Hardline, seid ihr im Hardline vertreten nächstes Jahr? Habt ihr da schon Pläne? Ich hab's eingeplant fest, ja. Ich könnte eigentlich direkt mal wieder eine Bude buchen. Nachdem ich jetzt letztes Jahr ausgesetzt habe, will ich auch wieder mit. Ja, unbedingt, dann kommt's vorbei. Ja, habt ihr noch abschließende Worte für unsere Hörer, außer dass sie gefälligst ihren Arsch nach Konstanz bewegen sollen? Ja, kommt her. Es gibt abseits der Filme auch noch viel Sachen. Also es gibt noch so einige Überraschungen, glaube ich, die wir jetzt noch nicht so ankündigen können. Es gibt für Speis und Trank wird auch gesorgt sein. Alles zu sehr fairen Preisen. Genau, Festivalpass, Tagespass kann man buchen, wenn man vorbeikommen möchte und länger bleibt. Ein Einzelticket kostet 10 €. Ermäßigt, was sehr viele wahrscheinlich auch sind 8 €. Und so ein Tagespass, Freitag oder Samstag, sind 24 oder 18. Und der Festivalpass liegt dann ein bisschen drüber. Wie viel ist das? Wie viel ist nochmal Festivalpass? 64. 64, ja. Faire Preise, absolut faire Preise. Ja. Macht man nichts verkehrt. Und man kriegt ein großes Bier für 3 €. Das ist das großes Bier? Wie groß? Großes Wie Bier, viel? 3 €. Also eine halbe. 0,5. 0,5, 3 €. Ja, okay, das ist ein akzeptabler Preis. Ja. Das nehmen wir mit. Plus halt die Craft-Bier-Auswahl, die wir jetzt noch speziell fürs Schiffers haben. Weil ich habe ja schon gehört, dass das eine Bier, was wir haben, nicht so euer Favorite ist. Ich kommentiere Craft-Bier jetzt einfach mal nicht. Nee, nicht das Craft-Bier. Das Mekatzer. Das Mekatzer. Wir haben ein Mekatzer. Das Mekatzer, wo haben wir mir das getrunken? Ja, bei deinem Korn-Konzert. Ah, das ist das Bier. Entschuldigung.
Ich muss sofort vom Schiffers abraten, nicht so hinfahren. Das ist wirklich. Ah, ihr habt noch andere, okay. Stimmt, mit Katze, endlich weiß ich den Namen wieder. Ich hab das immer, dem ich dann irgendwas mit Katze assoziiert, weil das war halt dann der Spitzname dafür, mir ist der richtige Name eingefallen, mit Katze. Ja, nein, das war nicht ganz mein Bier, stimmt. Aber wenn ihr noch andere habt, dann Gott sei Dank, dann. Ja, das mit Katze ist hier sehr beliebt und die Leute freuen sich, dass wir das haben. Ja. Okay, komische Leute. Komische Leute. Bei dir ist irgendwie was komisch, muss ich sagen. Also wenn wir dann mal vor Ort sind, dann bringen wir ein Bier für uns mit, oder Corby? Es ist echt gut, dass ihr das zum Schluss angesprochen habt und nicht gleich am Anfang. Hätte jetzt nämlich die ganze Stunde mit Würgegeräusche voll machen müssen. Na, wie gesagt, es ist ja noch ein anderes Bierangebot da, also es sollte für jeden Geschmack, oder sagen wir mal, es sollte auch für Leute, die Geschmack haben, auch was dabei sein. Ja. Und der Rest trinkt mit Katze. Und ansonsten sage ich jetzt auf alle Fälle von meiner Seite schon mal herzlichen Dank. Corby, hast du noch irgendeine Frage an die zwei Herren? Na, also an und für sich, ich freue mich wirklich, wenn ihr nächstes Jahr wieder das nächste Schiffers dann mitmacht. Und ich bin auch gespannt, wie es dann gelaufen ist in dem Jahr. Ihr werdet es ja hoffentlich dann spätestens am Hardline dann berichten. Na, so, geile Auswahl und ich freue mich für euch, dass ihr so ein geiles, verlängertes Wochenende organisiert habt. Voll geil, danke schon mal fürs Lob. Genau, danke an euch, dass wir in der Sendung sein durften. Jederzeit. Bis auf den technischen Part hat die Organisation sehr gut funktioniert. Terminfindung lief top. Genau, super. Dafür sind wir bekannt, dass wir einfach komplett durchstrukturiert sind. Da gibt es nie unvorhergesehene Sachen. Das sagt man bei jedem Stream, der fängt immer pünktlichst an, ohne irgendwelche Probleme. Genau, alle Hörer lachen. Alle Hörer lachen, genau. Na, wie gesagt, also Nikolaus, Lukas, schön, dass du da wart. Hat Spaß gemacht mit euch zum Aufnehmen. Wir sind gespannt, ob es weitergeht. Hoffen sehr, dass es weitergeht. Freuen uns drauf, dass wir euch nächste Hardline wieder sehen dürfen. Und an unsere Hörer, wie gesagt, weckt eure Ärsche nach Konstanz nach Möglichkeit oder wenn wir sogar Hörer aus der Gegend haben. Nehmt es wahr, geht zum Schiffers, geile Filme, geiles Programm und alles, was ich nicht gesehen habe, ist trotzdem ultra interessant zu lesen. Und ja, vielleicht kommentiert mal, ich war schon etwa vor euch im Schiffers, hat jetzt jemand vor, dass er ins Schiffers fährt, nachdem er die äußerst sympathischen Herren kennenlernen durfte, obwohl es mit Katze gibt. Aber man kann ja was anderes, oder man nimmt den Rucksack mit und schmuggelt das Bier rein oder so, keine Ahnung. Das überlasse ich jetzt an euch, ich gebe keine Empfehlungen ab. Das war unsere Folge zum Schiffers 2024 Special-Veranstaltung über das Halloween-Wochenende. Ich sage danke fürs Zuhören. Und Corby, was sagst du? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Konstanz. Doch, bestimmt einfach Konstanz. Ciao, ciao. Nikolaus, Lukas, wiederschauen, wiederhören. Ciao. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.